Dann fragt er einen Passanten, der zieht auch gerade so durchs Land, warum stehen denn da so viele rote Rosen umeinander? Ich weiß nicht, doch so die Leute, ist hinter den roten Bier ein ganzes Schloss darin versteckt. Weiß aber auch nicht, wo und wie. Das Schloss war unserem Prinzen wurscht, weil er ist ja kein Architekt. Doch was der Alte nachher sagt, hat sein Interesse geweckt. Und in dem Schloss, da liegt der Madel. So was hast du noch nicht gesehen. So wunderschön, da ist die Heidi Klum ein Dritter ging. Und schon kämpft sich der Prinz da mit seinem Schwert durch diese Hecken. Der Alte meint nur, pass auf, bei uns gibt's recht viel Zecken. Ich pass schon auf, sagt er, muss sie wirklich sakrisch schinden. Wann werden sie endlich einmal die Motorsog erfinden? Dann schließlich war er durch und ruht sich aus neben seinem Schwert. Mensch, war das eine Schinterei. Hoffentlich ist das Madel wert. Dann macht er einen Schlossrundgang und glaubt nicht, was er sieht. Lauter Leute, die sich nicht rühren und eine Prinzessin, die wo liegt. Er geht zu ihrem Bett, sie hat die Augen fest verschlossen und er denkt sich so bei sich, naja, kann man schon lassen. Ein wenig abgestaubt gehört es halt. Gibt's denn keinen Besen in dem Haus? Da schaut der bestimmt gleich um 40 Jahre hin aus. Und wie es da so vor ihm liegt, ich hätte nicht geglaubt, dass es sowas gibt, hat er sich in die schöne Frau unsterblich verliebt. Für mich das unbegreiflich ist und wo ja auch für immer bleibt, wie man auf ein Geweibert spinnt, das sich weder rührt noch reibt. Aber mei, bei unserem Prinzen, ja, da war es halt einfach so. Er bloß den Staub für ihrem Gesicht und pustelt's nachher da. Und damit war der Fluch gebrochen. Alles erwacht aus diesem Schlaf. Alle Menschen rühren sie wieder, selbst die Katzen und die Schafe. Da führt der Prinz die schöne Frau gleich vor das Königspaar. Die schauen auch ganz lustig aus, haben lauter Spinnfedern im Haar. Und fragt, ihr lieben Königsleid, hättet ihr was dagegen? Wenn ihr euch eine Tochter heiratet, wenn's ist, ich darf schon hin. Und nach 100 Jahren war das Erste, was die Prinzessin sagt, ja Herrschaftszeiten, sag einmal, wie ich da überhaupt nicht gefragt. Aber 100 Jahre so rumliegen und nicht rühren, das ist viel fad. Ich glaube, dass man da wirklich jeden Prinzen nehmen darf. Und so leben sie noch heute, außer es war einer gestorben, hinter den Rosenstreich in ihrem Schloss daheim. Ja, und seit dem Vorfall, das sei auch noch kurz erwähnt, hat sich die Prinzessin selbst nur noch Dornröschen genannt. Und der Prinz, der freut sich, dass vor dem Schloss nur Dornenstreicher haben. Weil, stell dir vor, das war ein Distel. Mei, war das ein blöder Name.